dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder Goedemorgen alle, John Peters hier met Jint, met weer die Gottes woord. Mes voets 3 met Mattaeus kapitel 5, man je wel metlezen. Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir. Als wahrer Gott und Mensch warst du nie. Also das tweemaal hadden we kapitel 3 vorige gemerkt, wo Jezus zich taufen leidt van Johannes. Johannes wil gleich, wo Jezus juist van die Ursachen sieht, zodat alle gerechtigheid erfüllt wird. Hij wird ein Beispiel zu uns. Hij leidt sich nicht taufen für Buße über den Sinn, er hat keinen Sinn, aber Tim ein Vorbild sein zu uns. Wir reden von, wo er getauft wird, das ist gleich wichtig. Und Leute, die wo wir das weiten, dass das nicht wichtig ist, wenn der Schrift redet nichts von. Sagt bloß, er lässt sich taufen. Viele Menschen merken da eine große Wichtigkeit von, dort ist nicht schriftlich. Die Schrift sagt Himmel, wo wir uns taufen sollen. Die hat Beispiel und sagt, deutlich mitsprechen. Es sind verschiedene Wege zum Taufen, Spritzen, Jeiten und Jeducken. Und die sind alle 100% jährlich. Die Taufe, das ist zum Wiesen, das ist hier nur Fall Jesus, das ist ein bisschen ein Teken, das ist eine Flagge. Die Armeien in der Welt, die Soldaten, die gehen ihre Flagge hängen ran. Ich so, wir sagen zu der Welt, das ist meine Flagge. Ich sage, nur Fall Jesus. Und hier kann das alles sein, dass ich mich bekehrt habe. Die Taufe ist nicht die Bekehrung, das passiert nicht gleich durch, das ist ein Teken, dass du bekehrt hast und dass du nur Fall Jesus bist. Und so, das ist ein Teken für die Welt, das ist gehorsam. Sich taufen lassen. Die Bekehrung und die Taufe, die sollen dich taub sein. Von der Meier in Mattaeus Kapitel 5, wo Jesus versorgt wird. Du richtest mich wieder an und du hältst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und so in das vierte Kapitel von Mattaeus, du liest, wie es steht. Und das ist nur dem, dass Jesus als getauft worden und Gott hat sich betätigt aus seinem Bruder. Er hat gesagt, das ist mein Sehen und dem ich wohl gefallen habe, gleich von ihm. Und dann sagt es in Mattaeus Kapitel 5, Vers 1, dass Jesus wird gelehrt vom Jas in der Wildnis nennt, omdat er versucht wird vom Teufel. Als er 40 Tage und 40 Nacht gefasst hat, wie er hungrig. Die Physiker kommen an und sehen, wenn die sehen Gottes best, dann sagt diese Steine, dass er sollen Brot werden. Jesus sagt, er ist geschrieben, man soll nicht leben von Brot allein, aber von jeder Wut Gottes, wo die Gott sein Mühe kämpft. Dann nahm die Teufel an nach der Helgestadt und sah auf den höchsten Punkt, den höchsten Punkt vom Tempel. Wenn die sehen Gottes best, schmied es als rauf, das steht geschrieben, sagt der Teufel, er wird seine Engel Befehl geben, über die wollen die abheben, sodass die kein Feldwursch gegen Stein starten. Jesus antwortet an, das steht geschrieben, du sollst den Herr, den Gott, nicht versagen. Waren nun der Teufel an der höchsten Berg und weiß um all die Richten von der Welt und all der Reichtum und sie hat all das Werk gegeben, wenn die Wurst durchnehmen und mich anbeten. Jesus sagte am weg von mir, Satan, das steht geschrieben, bet bloß Gott an und dein bloß Arm. Und dann verleiht die Teufel Arm, ein Engelchen und bedient den Arm. Nur das Mattaeus 5 eint direkt auf. So wir wollen hier gleich ein paar sind uns über das Thema verhandeln. Hier ist viel Band. Hier ist eine Goldmine von Lehr und Anspornung und Wahrheit. Und so das fängt mit einem interessanten Vers an. Das sagt, Jesus wird gelehrt vom Heiligen Geist in der Wildnis.
En so den haben wir ein bisschen bekijken. Weet je, viele Menschen würden immer sagen, dass Jesus wir Gott, hij kann alles, hij sagt alles und hij hat es gleich so schwer. Aber wenn wir dann denken, Philippa 3 redet von, dass er leidt seine Herrlichkeit dort boven, im Himmel. Alles, was die Qualifications von Gott gemerkt hat, die Kraft, die Macht, die Herrlichkeit, das Fall ab, die Herrlichkeit, das leidt er alle dort und dann kam er hier geboren als ein Mensch. Er war es abzusetzen, die das 30 Jahre, aber hier muss ihn dann anfangen, so er wie ein Mensch. Und wir waren hier an des Tages an, und haben Hunger gekriegt, was mir in die Hunger. Und da steht und lesen wir, dass er schreibt, wegen er wie Meid. Und so er wie hier als ein Mensch, aber er wie Gott. Viele Menschen sagen, er wie der Gottmensch. Aber dort wird er die Herrlichkeit von seiner Gottheit, die Kraft, die hat er tachgelassen. Und so er hat den Heiligen Geist zu meinem Leben und zu meinem Führen. Und das sagt ich einfach, dass der Geist, das ist nicht bloß irgendein Geist, das ist der Heilige Geist, das ist eine große S, wenn es hier sagt Spirit, und auf Deutsch Geist, das ist ein großer J, und das ist die Dreieinigkeit, der dritte Part von der Dreieinigkeit Gottes. Und so der lehrt Jesus hier und vier in der Wildnis nennen. Warum? Well, das sagt, soll versorgt werden. Warum dort? Well, ich habe ein paar Gedanken über das. Und ein ist, das sagt in Hebräer, dass Jesus alles erfahren und alles durchgegangen, was er in die sind, und ist auf jeder Weg versorgt worden, das sagt in die. Aber preis dem Herrn, Hebräer sagt, über Unsinn. Eigentlich geben so viel Fertig bei. Und wir fallen und wir verstehen uns. Aber preis dem Herrn, wenn Jesus das durch muss, kann er uns verstehen. Wieder sagt er in dem Neuen Testament, dass Jesus ist uns Vermittler. Kolosser sagt, er ist uns Vermittler zwischen Gott und dem Mensch. So er ist hier was, er kann uns verstehen. Er sagt, alle durchgegangen werden, die durchgegangen sind. Und was gehen in die durch? Weil wir gehen Versuchung durch. Das fällt uns sehr schwer in die Versuchung. Wir haben einen Widersacher, wir haben einen Feind. Das ist der Feind und das ist gegen uns. Und der will haben, wir sollen fallen, wir sollen uns verstoppen, wir sollen abgeben. Und mein Freund, wenn du dich verstoppt hast, wenn du gefallen bist, dann bist du mein Freund. Ich kann dich verstehen, ich sage ab. Aber weißt du, was ich tun? Wir geben aber nicht ab. Wenn der Feind will haben, wir sollen abgeben. Und das wird Jesus hier nicht tun. Jesus gibt hier nicht ab. Jesus gibt hier nicht nur bei, aber er gibt nicht ab. So werden wir nicht abgeben. Wenn wir 3 Jahre kommen im Futter und er lehrt uns, mit Schafjet euch sagt, er ist gleich rein, um die nicht verpitchen und die verheben. Das tun wir fertig selbst. Wir haben das fertig an selbst getan. Die nur Fall, was da sind, das ist fertig, das spätzig sind und verpitcht it, nicht? Aber Gott selbst steht hier nicht verpitchen. Gott verjagt die, Gott läuft die. Und Gott kann die Leben treten aufstellen. Viel besser als ich nicht kann. Ich weiß, ich bin in der Folge was, wo ich mich nicht weiß, dass wir das waren, dass alle abgesprungen wird, mein Leben. Und ich habe meine 2 Gebiete nach den Herrn Jesus, und ich frage, was hätte wir aufstellen, und er kann viel besser aufstellen, als ich nicht. Und dann mit seinen Schafen äußert, mit seiner Leib und seiner Gnade. Und warum? Weil er kann uns verstehen. Er ist hier durchgegangen, er hat gehungert, er ist versorgt worden. Und mein Freund, wenn er hier 40 Tage nicht gegessen hat, und der Feind, der bringt ihm das Gedanken, nimm diese Steine und merkt er zu Brot. Und er kann nicht tun, wegen er wie Gott. Er kann sich die Herrlichkeit irgendwie trennen. Er kann sich die Kraft zu sich rauben, wenn er will. Der, was er dort im Himmel gelassen hat, der kann er zu sich rauben. Aber, und das Wort kann eine Versicherung gewesen sein. Jesus wird die Steine gekickt haben, und er wird sich gedacht haben, ja, mich schon hungert, wegen 40 Tage, 40 Nacht nicht eten. Dann ist ein Mensch auch meist bei den Todhungern. Der wird studieren sein, dass 40 Tage jetzt, aber viel mehr du Eva, dann bist du bald bei den Sterben, wegen die fehlt Nahrung, die fehlt Eten. Und viele sagen, dass ohne Butter kostet nicht mehr als vielleicht 10 Tage. Und für Wasser würden das vielleicht 3 bis 5 Tage sein. Du noch, wo will ich 3 sein. Und so, dort wird eine Versicherung gewesen sein. Was das Jesus hier antwortet, wo das er feiten gegen Feind, kriegt es in Düsseln, er braucht die Schrift. Und zu not tun, muss wir die Schrift weiten. Zu die Schrift weiten, muss wir die lesen oder nicht die horchen. Viele von meinen Freunden können es reich lesen,
Aber je können nur dort horchen, durch CDs und durch nu mit unseren Phones. Wir haben alle die Schrift an uns Phone, preis dem Herrn. So, wo bekommt mit der Schrift und dann braucht dort gegen den Feind. Braucht dort gegen den Feind. Und Jesus hat die Futzen Antwort rein, er sagt, das ist geschrieben, man soll nicht vom Brot allein leben, aber von der Gut Gottes, wo die Gott in Mühl kennt. Okay, und wie der Feind hat er verspielt. Strike one, gegen den Feind, nicht so? Dann denkt der Feind so, hey, was hat heute denkt dann? Er nimmt dann durch die heilige Stadt und sagt ihm auf den höchsten Punkt, wann die das in Gottes best? Nu will Jesus hier ein bisschen vielleicht mehr trotzen, mehr nerven. Wie sonst mal die das in Gottes best? Wie kannst du die Herrlichkeit freinehmen? Dann schmiert die selbst rauf. Nu braucht der Feind auch die Schrift. Und weißt du, der Feind kann die Schrift brücken, aber am artigen Weg. Und hier, da er den am artigen Weg brücken kriegt, so sagt, nu fährt er wie brücken die Schrift am artigen Weg? Was haben wir uns Heiden für die Schrift auf dem artigen Weg brücken? Weißt du, was mein Freund Pastor Bill Weedman gesagt hat? Er sagt, du nicht bloß einen Vers lesen, aber lese das ganze Kapitel. Du nicht bloß ein Kapitel lesen, aber lese das ganze Buch. Du nicht bloß ein Buch lesen, aber lese die ganze Schrift. Na, was das ganze Bild zu Hause stehen und was die Feind hier da ist, er hat eine Vers bringen und er bringt die auf dem artigen Weg. Und viele Menschen mich fragen, hey, was meint der Vers? Ich go, wir haben die Vers fertig lesen, auch die Vers nur dem, das ganze Kapitel, und wir haben uns fragen, zu wem ist das geschrieben, was wir der Hintergrund, was wir die Kultur, zu was ist das Buch geschrieben, und so weiter, und so weiter. So, der Feind braucht hier eine Vers, und er braucht die Arich mit der Arich, der soll sagen, für die Arich, die Ursache. Jesus braucht hier bloß eine Vers einmal, aber er braucht den Reich, er hat den Reich aufwand, und er hat den reichen Kontext zu haben. Und so, noch mal Gedanken über, warum wird Jesus hier versucht worden? Weil ich habe ein paar Gedanken. Wo werden die Kinder Israel versucht? Auch in der Wildnis. Wildnis, da ist eine Dreh steht, da ist eine Gefährliche steht, wo Tiere sind. Da sind nicht viele Menschen. Wegen du jetzt nicht zu ackern und so weiter, jetzt gleich zu wohnen, nicht zu leben. Und dort wird die Kinder Israel 40 Jahre wandern müssen, wegen sie haben die Versuchung verspielt. Also sie haben gegen die Versuchung verspielt. Sie werden gegen Gott gegangen in der Wildnis und mussten 40 Jahre in der Wildnis wandern. Was ihre Kinder gehört werden, dann können die in das Land Kanaan nennen. So mir ist es hier ein bisschen ein Bild von Jesus hier in der Wildnis nennen und nimmt dort drei. Auf Englisch zu sein, he reversed the curse. Den Fluch, was in der Wildnis wir, was die Kinder Gottes zu Absicht genommen haben, den nahm Jesus hier drei und der den Feind Meister zu sein und eine Bach klatschen und sehen, ich sie hier. Ich will nicht wissen, wo das macht. Ich will wissen, wo wir durch die Wildnis kommen, nach das Land Kanaan. Noch ein Gedanken, was ich habe, das ist, dort Adam und Eva, dort wir in unsere Großvater, und das meint ich und du, wir haben ganz freiwillig unsere Macht abgegeben, unsere Autorität, unseren Schädel. Und Gott hat Adam und Eva den Schädel gegeben, um die Welt überwinden. Er sieht jetzt Adam und Eva dort regieren über die Welt, sieht König über die, und Königin, und dort die bearbeiten, dort die durcharbeiten, sieht Herrscher über die Welt. Aber als wir sind und geben wir unsere Herrschaft ab. Wer wird dann der Herrscher? Well, der Feind. Epheser sagt, dass der Feind regiert in der Luft und über die Welt. Offenbarung in Ezekiel reden von, dass der Feind aus dem Himmel rausgeschmissen worden und wo hat er gelernt? Well, auf diesen Erdboden, auf diese Erde. Und so, ich sehe hier die Zeit, und wir wollen nächstes Mal noch mehr davon reden. So Adam und Eva haben den Schädel abgegeben und Jesus nimmt den Schädel hier drei. Er nimmt die Herrschaft drei und er wies mir und die, wo wir können regieren über den Feind. Und wo wir dort, mit Gott sein Wort. Wort nach, kriegt es Heil, er lässt sich vom Geist leiden, so wie dann dort auch. Und dann können wir den Schädel drei nehmen von den Feind. Und so wir sind, ich tue hier mal für 15 Minuten verteilen, so wir wollen noch mehr nächstes Mal, wegen das ist ein wichtiger Thema, von wo Jesus hier überwinden wird. Über den Feind. Preis dem Herrn, nicht so? Bild 3. Gottes Segen. Wo ich auch stehe, du warst schon Wir haben noch zu beten. Vater, ich habe Freunde, die sind möglich.
sind vielleicht versunken. Bring die drei. Wie sei das die beste Geld, die beste Leute zum Vergeben, die beste Leute, die mir helfen. Jesus hat uns gewesen, wo das muss. Ich habe vielleicht Freunde, die haben noch keinmal die angenommen. Die können sich das beten. Herr Jesus, ich habe gefehlt. Ich weiß mich mit dir. Komm in mein Hort nennen. Nimm das stetig von meinem Leben. Und bestieg von hier wieder der Vater sein. In Jesus' Namen. Mein Freund, wenn du das Gebet hast, muss Gott die segnen. Die besten Kind Gottes. Go mit an. Nimm Halb an. Kick nach Gottes Wort. Bete an. Singen. Hier scheine Leider. Muss Gott die segnen. Dass du mich kennst